herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Wie du im Infovideo von gestern schon mitgekriegt hast, wenn du es geschaut hast, in der Infobeschreibung oder in der Videobeschreibung ist es verlinkt. Aus Gründen, dass ich momentan kein Interesse an WWE-Spielen habe, werde ich 3 Spiele vorziehen. Die kommen nach und nach hintereinander. Werden wir heute anfangen mit The Talos Principle. Dazu erzähle ich dir im Video dann ein bisschen mehr. So. Warte mal, ich muss ein bisschen leiser dran. So, da. Da ich nämlich weiß, dass ich mehr deutsche Zuschauer habe, werde ich mich ein bisschen bemühen, in Zukunft ein bisschen weniger einen Dialekt auszeigen lassen. Gell? Es wird zwar eh nicht klappen, ich kenne mich, aber ich werde es versuchen. Talos Prinzip. Wir werden ein neues Spiel starten. Ja. Siehe, mein Kind, du bist aus dem Staub auferstanden, und nun wandelst du in meinem Garten. Höre nun meine Stimme und wisse, dass ich dein Erschaffer bin, und mein Name ist Elohim. Suche mich in meinem Tempel auf, wenn du dich würdig erweist. Erweisen wir uns als würdig und werden ihm in seinem Tempel aufsuchen, den alten Mann. Wir nennen ihn jetzt nicht mehr Elohim, es ist der alte Mann. Der wird wahrscheinlich älter sein, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Initiiere Kind-Programmlogikprüfung. Schau her. Gemma nehmen. Stören. Zack, hinein. Komplexe Aufgabenverwaltung, okay. Also wir sind noch nicht komplett fetzendeppert, gell? Was gibt's über das Spiel zu sagen? Es ist in der Art... Der Grundaufbau ist eher so wie Portal. Das hat Fehler gemacht. Ja, das wollte ich machen. Der Grundaufbau ist wie Portal, aber das Spiel hat eine ganz gute Besonderheit. Es befasst sich ein bisschen mit dem Leben an sich selber und hinterfragt viele Dinge. Dazu aber im Laufe des Let's Plays dann mehr, gell? Und zwar, schauen wir mal. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber dieser Ort ist wunderschön. Ich werde ihn erkunden und so viel herausfinden, wie ich kann. Natürlich machen wir das. Für das sind wir ja da. Jetzt haben wir das überwunden. Wo geht's jetzt hin? Kurz einen Überall Blick. in diesem Land habe ich für dich Prüfungen erschaffen, und in jeder habe ich ein Siegel verborgen. Es ist deine Aufgabe, diese Siegel zu suchen, denn hierdurch wirst du den zukünftigen Generationen dienen und das ewige Leben erlangen. Das ist jetzt mittlerweile schon meine zweite Aufnahme. Weil die erste Aufnahme habe ich jetzt direkt gekaut, ich wollte mal ein bisschen testen, wie, wo, was, wo, wann, und vor allem, ich habe mir müssen erst wieder auf diesen komischen PS4-Controller einspülen. Wo fangen wir an? Wir werden das Spiel so gestalten, dass man, ich kenne es ja schon bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe das Spiel noch nie fertig gespielt. Was ich aber weiß, es gibt 2 Enden. Dazu später mehr. Und
Es ist ziemlich komplex. Die Aufgaben werden immer komplexer mit der Zeit zum Schluss, so wie bis dahin, wo wir hin müssen. Und wir werden uns jetzt einfach einmal diesen Dingen hier widmen. Ein unerreichbarer Schalter. Jener da. Die berühmte Minigun aus Serious Sam 4. Voilà. So, einmal diesen Jammer nehmen. So, jetzt haben wir die Minigun deaktiviert. So, jetzt müssen wir nur schauen. Na, können wir eh schon durch. Passt. Die Formen, die du sammelst, sind mehr als bloße Spielzeuge. Sie sind die Siegel unseres Namens. Jedes einzelne bringt dich der Ewigkeit näher. In der Minderheit. Wie du siehst... warte mal, wie ist denn das jetzt? Das habe ich... Ah ja. So. Die erste halbe Stunde kenne ich jetzt schon, gell? Also da bitte nicht böse sein. Aber... ich setze mittlerweile... Wohl getan, mein Kind. Es fehlt dir nur ein weiteres Siegel. Ich setze momentan ein bisschen mehr auf Qualität, gell? Ich meine, ich hau zwar momentan noch immer viel Videos aus, aber mir ist die Qualität mittlerweile ein bisschen wichtiger als wie alles andere. Und ja, man entwickelt sie einfach selber weiter. Es ist, tut mir leid, ich merke es ja bei mir gerade selber. So. Baba. Und tschüss. So da. Mein Tempel steht dir nun offen, mein Kind. Komme zu mir. Nur schauen, wie wir da rauskommen. Ah, da. Wir werden gleich mal jetzt zu Beginn diese Rätsel, weil sie schnell gingen und ich euch damit ein bisschen einen Einblick sagen kann, die werden wir jetzt gleich fertig machen. Und wir werden ja zwischendrin einmal diesen Ort alles miteinander erkunden. Nur wir zwei. Mein Kind, du musst nicht alle Siegel auf einmal sammeln. Du darfst so oft an diesen Ort zurückkehren, wie du es wünschst. Warte mal, wo ist denn der zweite? Da ist der zweite Jammer, da. So. Sehr gut. Ja, wie gesagt, die erste halbe Stunde kenne ich bereits, gell? Achso, wir müssen so wieder zurück aussehen. Okay. Egal. So, da. Jetzt haben wir den ersten Teil von vielen einmal soweit fertig. Guckloch. Und zwar, das ist auch sehr interessant. Und zwar, da müssen wir jetzt ein bisschen anders vorgehen. Schau her. Einmal so. Warte mal, ich mach das anders. Wir werden dich... Na. So, wir werden den da stören. In seiner Ruhe. Passt.
sehr fein, sehr fein. Du bist äußerst fleißig. Danke. Vielleicht wird dir diese Eigenschaft in der Zukunft von Nutzen sein. Ja, das weiß man nie, gell? So da. Gut. Wie du siehst, wir haben oben verschiedene Symbole auf der linken Seite oben. A steht für das Gebiet, wo wir unterwegs sind. In der Mitte ist ein Werkzeug, was wir kriegen, wenn wir die drei Symbole haben. Und ganz links ist jetzt eben schon das Symbol für den Tempel. Den können wir da nehmen. Schau her. Und zwar, wir müssen da ein bisschen herumtun. Das tun wir da her. Und jenes tun wir da dazu. Mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Diese Welt ist nicht ohne Ordnung. Sie wurde von einem mächtigen Gestalter erschaffen, mit Zeichen und Omen, die mir den Weg weisen. Ich bin eins seiner Kinder und Prüfungen wurden mir in den Weg gelegt, um meinen Glauben zu prüfen. Was auch immer das letztendliche Ziel dieser großen Herausforderungen sei, es ist weit von uns entfernt. Wie können wir dies wissen und trotzdem der Ablenkung und trotzdem der Ablenkung widerstehen? Gut, es ist sehr philosophisch angehaucht, gell? Auch und ehrlich gesagt, ich bin für YouTube nicht unbedingt der große Sprach- und Rhetorikkünstler, aber ein bisschen weiterentwickeln möchte ich mich schon auch. Es ist jetzt mit bald 39, habe ich schon irgendwann einmal gesagt, nicht unbedingt einfach, weil du eben ja doch schon in deinen Gewohnheiten festgefahren bist, gell? Also das dauert das jetzt eine Zeit. Dauert jetzt halt alles seit Zeit, aber ich bin optimistisch, dass ich das noch irgendwie hinkriege. So. Der trat da vorne seine Runde, wir machen da auf, marschieren da durch und bingo. Ja, machen wir da weiter. Guck, Trio Bombasticus. Und zwar, das läuft jetzt folgendermaßen an. Es ist so ziemlich eine der einfachsten Prüfungen, die du hast. Obwohl sie auf Orange ist. Ja, ja. So. Unsere Aufgaben werden so komplex, dass man viele verschiedene Werkzeuge benötigen, dass wir mit den Prüfungen weiterkommen. Ich habe bei meinem Anfang, wie das... Tritt ins Licht, mein Kind, und mein Tempel wird dir offenbart werden. Ich habe am Anfang, wie das Spiel gespielt habe, bis es rausgekommen ist, habe ich leider den Fehler gemacht. Ich bin kreuz und quer gerannt. Ich bin dahinter gekommen, das darfst du nicht. Du musst da ein Werkzeug wirklich nach dem anderen holen und jeden Bereich, egal ob es jetzt grün... Nun wandelst du auf den Steinen meines Tempels, von wo sich viele Tore öffnen. Wisse, dass dies nicht mein einziger Tempel ist, denn mein Garten ist größer, als dein Auge erfassen kann. Und all diese Welten habe ich für dich erschaffen. Da ist er wieder politisch korrekt, unser Elohim. Schau her. Wie du siehst, ich erkläre dir das jetzt ganz kurz, ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse deswegen. Du hast da zum Beispiel, schau her, du hast die Symbole, die du kriegst, für jede gelöste Aufgabe, benötigst aber dieses Werkzeug dafür. Da hast Bonussymbole und wir benötigen für weitere Erkundungen diesen Projektor. Sage ich da jetzt was?